Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur gemeinsamen LiveNet-Pause. Schön bist du dabei. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns dieses geistliche Pausenbrot zu genießen mit dem Team von LiveNet und anderen Personen. Auch heute haben wir einen genialen, motivierenden und vielleicht auch etwas herausfordernden Input. Wir werden es sehen von Andreas Straubhaar. Anschließend an den Input werden wir uns auch wieder in kleinen Gruppen dann treffen und über das Gehörte austauschen. Wenn du selber einmal bei solch einer Pause, die jeweils am Mittwoch von 9:30 Uhr stattfinden wird via Zoom, wenn du selber einmal dabei sein möchtest, dann findest du alle Informationen auf livenet.ch/Pause. Dort bekommst du alle Informationen. Es würde uns sehr freuen, wenn du selber einmal Teil davon sein könntest. Und so freue ich mich sehr, dass wir heute Andreas Straubhaar als Gast begrüßen dürfen. Andreas ist Referent mit dem Schwerpunkt auf körperliche Heilung und seelisches Heil. Er ist Gründer und Leiter des Dienstes Power of Love mit Sitz in Gwatt am Thunersee, Schweiz. Aber ich schlage vor, niemand kennt dich selber am besten als du, Andreas. Stell dich doch selber kurz vor und dann freuen wir uns auf dein geistliches Pausenbrot. Vielen Dank. Ich gebe das Wort dir, Andreas. Ja, wie schon vorgestellt, Andreas Straubhaar aus der Region Thun. Meine große Leidenschaft ist natürlich meine Familie mit 4 Kindern und die Evangelisation. Im Hintergrund seht ihr ein Mitbringsel aus Indien, ein Tuch. Ja, mein Herz schlägt für die Menschen und deshalb geht natürlich mein Input heute auch in diese Richtung. Ich möchte zum Start einen Vers lesen. Es ist ein Bibelvers, den bestimmt fast alle von euch schon einmal gelesen haben. Oder manchmal ist es ja so, dass wir eine Bibelstelle x-mal lesen und dann plötzlich, wenn wir sie vielleicht das 100. Mal lesen, fällt der Groschen sozusagen oder geht uns ein Licht auf. Und ich möchte heute darüber sprechen aus Hebräer 13,8. Da lesen wir: Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Wie gesagt, ich habe diesen Vers schon 100 Mal bestimmt gelesen und vor kurzer Zeit, als ich diesen Vers gelesen habe, ging mir augenblicklich ein Licht auf und das Wort Gottes sprach in mein Herz. Und ich sehe, seit ich diesen Vers gelesen habe, sehe ich dieses Wort in einem anderen Licht. Und mir wurde, als ich diesen Vers gelesen habe, wurde mir bewusst, dass die Bibel für uns, dass die Bibel ein von Gott gegebenes Bewerbungsschreiben ist für uns Menschen. Und darüber möchte ich heute etwas sprechen. Gott bewirbt sich in der Bibel, wie wir uns für eine Arbeitsstelle bewerben oder für einen Dienst bewerben, bewirbt er sich von gestern ins Heute, dass er mit seiner Kraft mitten unter uns wirken kann. Nun, ich habe natürlich diesen Gedanken, als mir dieser Gedanke ins Herz fiel, habe ich darüber nachgedacht, habe einmal recherchiert, was eine Bewerbung überhaupt oder was in einem Bewerbungsdossier überhaupt alles reinkommt. Gott sei Dank, ich musste schon jahrelang keine Bewerbung mehr schreiben. Es haben sich wie automatisch Türen geöffnet. Deshalb wusste ich es nicht mehr. Ich habe das dann nachgeschaut. Und in einem Bewerbungsschreiben ist ja einerseits einmal der Eröffnungsbrief. Warum bewerbe ich mich überhaupt für diesen Job? Dann sehen wir, ist ein Lebenslauf drin, da ist ein Arbeitszeugnis drin und dann sind Referenzen drin. In einem Bewerbungsschreiben beziehst du dich immer auf gestern. Also was du gestern getan hast, das bist du heute. Und das finde ich ganz interessant, wenn wir eben die Bibel lesen, die uns beschreibt, wie Jesus Christus gestern war oder vor 2000 Jahren war oder vor 4000 Jahren oder schon immer gewesen ist, dann dürfen wir damit rechnen, dass er heute noch derselbe ist. Das sagt ja dieser Vers aus Hebräer 13,8.
Jetzt wollen wir doch kurz anschauen, was denn Gott uns für ein Eröffnungsschreiben gibt. Also wenn du aus diesem Bewerbungsdossier, aus diesem Kuvert heraus den Brief nimmst, was dort vom Wort Gottes her darin steht. Und wir sehen vom Anfang bis zum Ende in dieser Bibel, sehen wir, wie da ein menschenverliebter Gott ist, der uns Menschen begegnen will mit seiner Liebe und seiner Kraft. Amen. Ihr seid stumm geschaltet, ihr dürft einmal ein Amen sagen. Halleluja. Die ganze Bibel ist voll von einem Drang der Liebe Gottes. Er will zu uns kommen, er will sich uns Menschen offenbaren. Und dem sage ich, das ist das offizielle, eröffnende Bewerbungsschreiben. Dann sehen wir ja den Lebenslauf von Jesus Christus. Im Alten Testament können wir fast von jeder einzelnen Seite können wir Jesus Christus predigen. Also praktisch aus jeder Seite des Alten Testaments leuchtet schon die Gnade und die Güte von Jesus oder das Kommen von Jesus Christus in diese Welt hervor. Dann sehen wir natürlich, wie ganz spezifische Prophezeiungen auf Jesus hingekommen sind, 30 an der Stück, circa 600 oder 300, Aussagen direkt oder indirekt auf Jesus hin lesen wir im Alten Testament. Dann kommt ja Jesus und dann sehen wir seinen Lebenslauf von einer Jungfrau geboren, das muss ich euch ja nicht sagen. Dann der Weg ans Kreuz, die Auferstehung. Das ist so der Lebenslauf in diesem Bewerbungsdossier. Und dann wird es natürlich interessant, wenn wir in diesem Bewerbungsdossier schauen, was Jesus, das Arbeitszeugnis von Jesus Christus. Und ich habe mir da mal erlaubt, Matthäus 4,23 als eins der Arbeitszeugnisse von Jesus Christus herauszunehmen. Und wir müssen das immer noch in unserem Gedanken halten. Jesus hat das in diesem Bewerbungsschreiben ist geschrieben, was gestern geschehen ist. Aber Jesus durch seine Referenzen und durch sein Arbeitszeugnis kann er eben das auch heute tun. Ich komme dann am Schluss noch darauf. Also da lesen wir in Matthäus 4,23, Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Also das ist eins der Arbeitszeugnisse von Jesus Christus. Er hat das auf dieser Erde bewirkt. Nun kommen wir zu den Referenzen. Bei jedem Bewerbungsdossier gehören auch Referenzen dazu. Und da lesen wir zum Beispiel Apostelgeschichte 10,38. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Also Arbeitszeugnis und Referenzen berichten davon, was Jesus gestern getan hat. Da berichten Menschen von ihm, da berichtet Gott, der Vater, selber von ihm. Er sagt ja auch, dies ist mein geliebter Sohn. Das könnte man auch noch in diesen Lebenslauf hineinnehmen. Und jetzt ist ja das Interessante, dass Jesus sich in der ganzen Bibel bewirbt, vom Gestern ins Heute hineinzuwirken, genau mit diesen Fähigkeiten. Also wir dürfen in dieser jetzigen Zeit, die doch auch recht zermürbend ist, vor allem für einen Evangelisten wie mich, aber natürlich auch in anderen Branchen, dürfen wir damit rechnen, dass er derselbe ist. Dass die Referenzen und das Arbeitszeugnis, das er von sich gestern verfasst hat, dass das heute noch relevant ist. Wenn du ja ein Bewerbungsdossier irgendwo abgibst, steht ja über dich auch Dinge, die du gestern erlernt hast,
Fähigkeiten, die du dir gestern angeeignet hast, um sie dann morgen anzuwenden. Und das ist doch fantastisch. Das ermutigt mich und das hat mir ging mir ein neues Licht auf, als ich diesen Vers aus Hebräer 13,8 las. Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Jetzt, wenn ich dieses Bewerbungsschreiben abgebe, erwarte ich natürlich auch eine Antwort. Und jetzt denke ich, dass Gott uns auch einlädt, nicht nur ihn in unser Leben einzuladen. Also wir lesen diese Referenzen, wir lesen, dass so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hergab, dass Jesus nicht gekommen ist, um uns zu verurteilen, sondern für uns zu retten. Das ist eine Einladung, das ist etwas, das geschehen ist, eine Einladung für uns Menschen. Und jetzt heißt es in diesem Bewerbungsschreiben der Bibel, ich möchte zu dir kommen, Mensch, ich möchte, dass du Jesus Christus persönlich kennenlernst, das lesen wir hier auch. Und was macht dann der Chef, dem du dieses Bewerbungsdossier gegeben hast, der eine Absage oder eine Zusage. Jetzt können wir Menschen, und das hat Gott in unsere Macht gelegt, den freien Willen, jetzt können wir Menschen uns entscheiden, Jesus, ich will dich in meiner Firma, in meinem Leben, jetzt bildlich gesprochen, ich will dich annehmen. Ich will, dass du in meine Firma kommst. Ich stelle dich ein. Aber das zählt nicht nur in diesem Bereich, wo wir sagen, dass Jesus uns retten will, sondern er will uns auch heilen, er will uns wiederherstellen, er will uns von Dingen, die uns gefangen halten, will er uns befreien, weil dies in seinem Arbeitszeugnis steht. Und deshalb dürfen wir Menschen ihn einladen und ihm sagen, Jesus, du bist eingestellt. Wir geben dir diesen Job. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen mit diesen Aussagen. Aber mir fiel wirklich ein Licht auf, dass es oft an uns Menschen liegt, dass wir Jesus sagen, komm in meine Not hinein. Ich will dich als Problemlöser in meiner Firma, in meinem Leben, in meiner Familie. Ich will dich einstellen. Amen. Ich will dich einstellen. Gott erwartet eine Antwort von uns. Und Gott geht noch etwas weiter. Er befähigt uns sogar als Evangelisten. Ich bin davon überzeugt, ich spreche auch in einem evangelistischen Werk, dass jeder Mensch dazu berufen ist, ein Zeuge seines Arbeitszeugnisses zu sein, seiner Kraftwirkungen, seiner Möglichkeiten, seiner Referenzen zu sein auf dieser Welt. Und wir werden, ich glaube, du wirst staunen, wenn du das Evangelium von Jesus Christus teilst mit anderen, wie viele auf diese Bewerbung gewartet haben. Ja? In der Bibel lest, das ist ein Gedanke, der ist ja nicht so weit hergeholt, nicht nur aus einem Vers herausgezogen, sondern wir lesen, dass Gott um uns wirbt, um uns Menschen. Oder im Gleichnis, als da der König oder am Hof ein König ein Fest machen wollte, sagten alle ab. Dann sagte Jesus, geht jetzt hin an die Landstraßen und nötigt die Menschen, dass sie kommen, dass sie zu mir kommen und am Fest teilhaben. Und ich denke, dass wir die Menschen auch ein Stück weit nötigen dürfen, einfach eindringlich auf sie einreden, weil dieser Gott sie durch und durch liebt, weil es seine Sehnsucht für die Menschen so enorm ist. Und nicht nur, weil er sie retten will, sondern eben auch, weil er sie heilen will, wiederherstellen will, ein erfülltes Leben geben will. Johannes 10,10, ich bin gekommen, um ihnen ein Leben in Fülle und Kraft zu geben. Halleluja. Und ich möchte euch einfach ermutigen, jetzt mit diesem kurzen Input. Das wäre natürlich eine ganze Predigt, auch in 10 Minuten da was hinzukriegen. Aber
ich sehe einfach, dieses Buch ist ein Bewerbungsschreiben vom Himmel, von der ganzen Kraft des Himmels, uns Menschen zu begegnen in der ganzen Fülle des Evangeliums, mit Heilungen, Zeichen, Wunden, Seelenrettungen, Wiederherstellungen von Familien, was auch immer. Wenn ich etwas noch sagen darf zum Schluss, ich bin jetzt 22 Jahre mit Jesus Christus unterwegs, habe auch eine starke Heilung erleben dürfen, eine Begegnung mit Jesus Christus von 22 Jahren. Und wenn ich was sagen kann, da zum Schluss noch, Jesus ist wirklich treu, er hält seine Versprechungen, er hält sein Bewerbungsschreiben, er erfüllt das. Wir Menschen dürfen ihn einfach einladen. Und ich möchte auch dich einladen, vielleicht du jetzt live zuhörst oder in der Aufzeichnung siehst, lad Jesus in dein Leben ein. Und Jesus will dann nicht nur, wenn du ihn in deine private Firma, dein Herz einlädst, will dann in alle Räume hineingehen. Und Jesus will natürlich nicht nur ein Angestellter sein, sondern er will auch der Chef, er will den Chefposten haben. Und das ist gut, das ist wirklich gut, Jesus Christus als Chef im Leben zu haben. Deshalb lade ich dich ein, gib ihm Raum in deinem Leben, dass er in alles hineinkommen kann. Und er ist wirklich gut zu uns Menschen. Das Bewerbungsschreiben von Jesus, sag ja zu ihm. Amen. Vielen Dank, Andreas Strabha, für diesen genialen und motivierenden und einladenden Input. Ja, wie genial ist es doch zu wissen, dass Jesus heute noch dasselbe ist wie gestern und auch bleiben wird. Du hast es so schön gesagt, ein menschenverliebter Gott, der sich uns mächtig zeigt und auch um uns wirbt. Das Faszinierende der Zeugnisse in der Bibel, wie Jesus gewirkt hat und auch wie er heute noch kraftvoll wirkt. Das ist genial, dieses Wirken selber auch immer wieder erleben zu dürfen. Und ja, auch deine Einladung, der zentrale Wunsch von Jesus an uns Menschen auf das Angebot, dieses, wie du es so schön gesagt hast, Bewerbungsschreiben von Jesus einzugehen. Andreas, nochmals ganz herzlichen Dank für deinen Input. Sehr gerne, sehr gerne. Wir werden nun in kleinen Gruppen über das Gehörte austauschen. Wir können dann auch wieder auf Mundart wechseln. Und alle, die diesen Input später auch über YouTube noch anschauen werden, wünsche ich nun Gottes reichen Segen und ich bedanke mich für dein Interesse. Auf Wiedersehen.